182 Kilogramm. Das ist die Menge an hoch angereichertem Uran, die Donald Trump gestern der Welt präsentierte, als wäre es bereits weg, als wäre der Krieg bereits gewonnen. Am 17. April 2026 sagte Trump im CBS-Interview, Iran habe allem zugestimmt. Iran werde sein Uran abgeben. Der Hormuzkanal sei offen. Der Krieg sei so gut wie vorbei. 6 Stunden später antwortete Teheran. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghai, sagte, Zitat, das angereicherte Uran sei so heilig wie iranischer Boden und werde unter keinen Umständen irgendwohin transferiert. Derselbe Tag, 2 völlig gegensätzliche Realitäten. Washington feiert einen Sieg, den es noch nicht gibt. Und während amerikanische Nachrichtenkanäle Siegesmeldungen senden, zahlen sie von Dresden bis Düsseldorf die Rechnung für einen Krieg, den niemand mit ihnen abgestimmt hat. Heute zeigen wir Ihnen, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert und was das für Ihren Geldbeutel bedeutet. Was wir heute analysieren, existiert in dieser Form in keiner westlichen Berichterstattung. Wir sprechen nicht über das, was Politiker sagen wollen. Wir sprechen über das, was die Zahlen sagen, über das, was die Dokumente sagen, über das, was die Stille sagt. Abonniere Deutschland spricht und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du als Erster erfährst, was die Mainstream-Medien erst Wochen später berichten. Fakten zuerst, Analyse danach. Am 17. April erklärte Trump vor laufenden Kameras, Iran habe allem zugestimmt. Das sei ein historischer Durchbruch. Der Hormuzkanal sei wieder offen. Die Welt könne aufatmen. Das ist die Version, die CNN, Fox News und die meisten europäischen Medien übernommen haben. Jetzt die Version, die sie nicht übernommen haben. Erstens, Iran hat nicht allem zugestimmt. Teheran hat lediglich bestätigt, den Hormuz für kommerziellen Schiffsverkehr zu öffnen. Das ist eine begrenzte, einseitige Geste, kein Vertrag, kein Abkommen, keine Unterschrift. Zweitens, die Kernfrage bleibt ungelöst. Die USA forderten ein 20-jähriges Moratorium auf Urananreicherung. Iran bot 5 Jahre an. Die USA lehnten ab. Der Knackpunkt ist derselbe wie beim Kollaps der Islamabad-Gespräche am 12. April. Drittens, Trumps eigene Blockade läuft noch. Die US-Marine blockiert weiterhin iranische Häfen. Kein einziger iranischer Tanker passiert frei. Der sogenannte offene Hormuz gilt nur für Drittländer, nicht für Iran selbst. Und viertens, das ist entscheidend. Die Waffenruhe läuft am 21. April aus, in 3 Tagen. Es gibt noch keine Verlängerungsvereinbarung. Was sehen wir hier? Wir sehen klassisches Trump-Theater. Einen Sieg verkünden, bevor er existiert. Die Märkte bewegen, bevor die Tinte trocken ist. Und Europa trägt die Konsequenzen, egal ob der Deal kommt oder platzt. Warum berichten westliche Medien das nicht vollständig? Die Antwort liegt in dem, was Ökonomen den Erwartungseffekt nennen. Wenn Trump einen Durchbruch ankündigt, fallen die Ölpreise. Brent Crude handelt am 17. April in der Erst am Bereich von 98 bis 103 $. Eine glaubwürdige Einigung würde den Preis um 12 bis 18 $ drücken in einer einzigen Handelssitzung. Das bedeutet, wer die richtigen Positionen hält, verdient Milliarden. Allein durch die Ankündigung, nicht durch die Umsetzung. Das ist kein Vorwurf, das ist Mechanik. Aber es erklärt, warum Washingtons Kommunikation so konstruiert ist. Laut genug, um Märkte zu bewegen, vage genug, um nichts zu liefern. Destatis. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte Ende März die aktuellen Inflationsdaten. Die Gesamtinflation in Deutschland lag am März 2026 bei 2,7%. Das ist der höchste Stand seit Januar 2024. Aber diese Zahl verdeckt, was wirklich passiert. Kraftstoffpreise plus 20% gegenüber dem Vorjahr. Heizöl plus 44,4%. An Berliner Tankstellen kostete der Liter Benzin Mitte März über 2 Euro. Die Bundesregierung musste per Notverordnung eingreifen. Preiserhöhungen an Tankstellen nur noch einmal täglich erlaubt, nicht mehr 22 Mal. Was ist hier, habe ich gesagt? Die Bundesbank warnt, wenn der Hormuz nicht dauerhaft offen bleibt, könnte die Inflation in Deutschland Richtung 3% steigen und dort verbleiben. Das spüren Sie jeden Tag, am Supermarkt, an der Zapfsäule, auf Ihrer Heizkostenabrechnung. Verstehen wir jetzt Irans Logik. Denn sie ist konsistent, auch wenn westliche Medien sie als irrational darstellen. Iran hat eine 3-stufige Verhandlungsstrategie.
Stufe 1. Minimale Konzessionen mit maximaler PR-Wirkung. Teheran öffnet den Hormuz für zivile Schiffe. Das kostet wenig, bringt aber sofort globale Entlastung und stellt Iran als friedliebenden Akteur dar. Trump verkauft das als Sieg, Iran verkauft das als Souveränität. Stufe 2. Die Urananreicherung bleibt das letzte Faustpfand. 440. 9 Kilogramm Uran auf 60% angereichert, das bestätigte die Internationale Atomenergiebehörde kurz vor den Juni-Angriffen 2025. Dieser Vorrat ist Irans wichtigstes Druckmittel. Ihn aufzugeben ohne vollständige Sanktionsaufhebung und internationale Sicherheitsgarantien, das wird Teheran nicht tun. Stufe 3. Zeitspiel. Die Waffenruhe läuft am 21. April aus. 4 Tage. Jeder Tag ohne Eskalation ist ein iranischer Sieg. Jede Verlängerung verschafft Teheran mehr Zeit, internationale Unterstützung zu konsolidieren von Russland, China und über Pakistan als Vermittler. Was ist ihr, habe ich gesagt. Was Sie jetzt gleich erfahren werden, haben bisher nur wenige verstanden. Der echte Deal ist nicht zwischen Washington und Teheran. Der echte Deal ist zwischen Washington und Moskau. Russland hat angeboten, Irans angereichertes Uran unter IAEA-Aufsicht zu übernehmen. Das gibt Moskau ein strategisches Asset dauerhaften Einfluss über den Nahostfrieden. Kein russischer Veto im UN-Sicherheitsrat, solange Moskau die Uranverwahrung kontrolliert. Das ist kein Friedensdeal, das ist Geopolitik. Deutschland befindet sich in einer dreifachen Zange. Zange 1, die Energiekosten. Das IFO-Institut, das Kieler Institut und das DIW haben ihre Frühjahrsprognose gemeinsam veröffentlicht. Ergebnis: Das Wirtschaftswachstum für 2026 wurde von 1,4% auf 0,6% halbiert. IFO, Ökonom Timo Wollmershäuser formulierte es klar. Der Energiepreisschock infolge des Iran-Krieges trifft die Erholung hart. Das BIP stagnierte im ersten Quartal 2026 auf saisonbereinigter Basis Bundesbankbericht März 2026. Zange 2. Die Haushaltslage. Deutschland nimmt massiv neue Schulden auf für Verteidigung, Infrastruktur, Klimaschutz. Das Defizit steigt 2026 auf 3,7% des BIP. 2027 auf 4,2%. Die Staatsschulden steigen auf 67,2% des BIP. Zange 3. Die NATO-Frage. Kanzler Merz sagte am 9. April in Berlin: Wir wollen nicht, dass die NATO gespalten wird. Gleichzeitig lehnte er die Entsendung der Bundeswehr in den Persischen Golf ab, ohne UN-Mandat und ohne Bundestagsbeschluss. Trump nannte Europäer daraufhin öffentlich Feiglinge. 49.338 amerikanische Soldaten stehen auf deutschem Boden. Ihr zukünftiger Status ist ungeklärt. Was bedeutet das für Sie von Dresden bis Düsseldorf? Szenario Haushaltskasse. Ein deutscher Durchschnittshaushalt verbraucht etwa 2500 Liter Heizöl pro Jahr. Bei einem Preisanstieg von 44% bedeutet das Mehrkosten von rund 600 bis 800 Euro allein durch den Iran-Krieg. An der Zapfsäule. Wer 50 Liter Benzin tankt, zahlt heute etwa 25 Euro mehr als vor einem Jahr pro Tankfüllung. Für Pendler, die zweimal pro Woche tanken, sind das 2600 Euro mehr am Jahr. Für die Industrie. Das Kiel-Institut warnt, dass eine dauerhafte Hormuz-Blockade die deutschen Energiekosten weiter in die Höhe treiben würde, mit direkten Folgen für BASF, Covestro und die gesamte chemische Industrie. Dieser Sektor ist der energieintensivste in Deutschland. Und das Schlimmste: Selbst wenn Trump und Iran sich einigen, die Energiepreise werden nicht auf das Niveau vor dem Krieg zurückkehren. Das sagen alle Analysten übereinstimmend. Katar hat Force Majeure erklärt. Die Infrastruktur am Ras Laffan LNG-Komplex ist beschädigt. Die Wiederherstellung dauert nach Schätzungen 3 bis 5 Jahre. Die Rechnung zahlen sie, nicht Washington. Die Waffenruhe wird um 7 bis 14 Tage verlängert. Iran und die USA einigen sich auf ein Memorandum. Kein vollständiger Verzicht auf Anreicherung, aber ein zeitlich begrenztes Moratorium unter IAEA-Kontrolle. Russland übernimmt das angereicherte Uran. Der Hormuz bleibt dauerhaft offen. Für Deutschland: Ölpreis fällt um 12 bis 18 Dollar in einer Handelssitzung. Benzinpreise sinken bis Sommer um 15 bis 20 Cent pro Liter. Die Inflationsrate gibt nach. Aber Katar LNG bleibt eingeschränkt. Der Energieschock hält bis 2027 an.
Voraussetzungen: Khamenei muss eine innenpolitisch vertretbare Formulierung finden. Trump braucht einen symbolischen Sieg. Russland muss dem Urantransfer zustimmen. Die Waffenruhe läuft am 21. April aus. Keine Verlängerung, aber auch kein sofortiger Wiederausbruch des Krieges. Stattdessen anhaltende Blockade, diplomatisches Tauziehen, zweite Gesprächsrunde in Islamabad oder Muscat. Der Zustand des weder Krieg noch Frieden hält Wochen oder Monate an. Für Deutschland: Energiepreise bleiben hoch. Bundesbank-Szenario Eskalation wird zur neuen Normalität. Inflation konsolidiert sich bei 2,8 bis 3,0%. Wachstum bleibt unter 0,6%. Die Bundesregierung steht unter Druck, weitere Maßnahmen zu ergreifen, ohne klares Mandat. Die Gespräche scheitern endgültig. Trump ordnet neue Streiks an. Iran schließt den Hormuz vollständig. 350 Tanker, die derzeit auf Durchfahrt warten, drehen um. Der Ölpreis überschreitet $120 pro Barrel. Für Deutschland: IFO-Institut spricht dann vom Eskalationsszenario. Inflation könnte auf 3,5% steigen. EZB erhöht Zinsen um weitere 50 Basispunkte. Rezession droht. Der IWE, Ökonom Michael Grömling, hat es bereits formuliert. Der Iran-Krieg hat die Hoffnung auf echte wirtschaftliche Erholung von Anfang an begraben. Die Frage ist nicht ob, sondern wann Deutschland aufhört, die Rechnung für fremde Kriege zu bezahlen. Fassen wir zusammen. Trump verkündete am 17. April einen Sieg. Iran widersprach noch am selben Tag. Die Waffenruhe läuft in 3 Tagen aus. Die Kernfrage Urananreicherung ist ungelöst. Und während Washington und Teheran um Deutungshoheit kämpfen, zahlen deutsche Haushalte 44% mehr für Heizöl, 20% mehr für Kraftstoff und das BIP wächst nur noch halb so stark wie noch im Herbst prognostiziert. Das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis einer Geopolitik, die Europa nicht mitgestaltet hat und deren Konsequenzen Europa alleine trägt. Was ist Ihre Einschätzung? Schreiben Sie es in die Kommentare. Glauben Sie, dass dieser Deal hält? Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie jetzt 2 weitere Tiefenanalysen. Klicken Sie jetzt. Abonnieren Sie Deutschland spricht. Bleiben Sie wachsam. Fakten zuerst, Analyse danach. Das ist Deutschland spricht.